meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es sind ja zwei ganz verschiedene Themen, zu denen Sie mich eingeladen haben. Das eine Mal mehr der Blick nach innen, in die Kirche, das andere Mal der Blick in die Gesellschaft. Es ist vielleicht der Blick in die Gesellschaft der wichtigere und daher ist es ganz gut, wenn wir damit beginnen. Pozdravljam, dragi prijatelji, kolegi, spoštovani udeleženci in poslušalci. Povabili ste me, da bi spregovoril o dveh zelo različnih vsebinah, in sicer v eni vsebini, ko bomo premišljevali o nas samih, in hkrati v drugi vsebini, ko bomo gledali na družbo. In verjetno je zdaj ta trenutek res bolj pomembno, da pogledamo navzven. Es geht um die Frage der Menschen, die Schutz suchen vor Krieg, vor Armut, vor Umweltkatastrophen und was macht das mit den Menschen bei uns und wie gehen wir als Kirche damit um. Govorili bomo o vprašanju, ki se nanaša na ljudi, ki iščejo varnost, zaščito, bežijo pred vojnami in drugimi stiskami in kako mi z njimi se srečujemo. Und das ist ganz ungewöhnlich, Sie haben ja den Text vor sich, ja? Also kann ich aus dem Kuchen die Rosinen herausnehmen. In to je zelo fajn, ker imate besedilo že pred sabo, tako lahko iz kolača vzamem samo rozine. Und ich beginne Ihnen eine Erinnerung zu machen an den Club of Rome 1991. Rad bi vas spomnil na klub Rima iz leta 1991. Also mein Kardinal König war Mitglied dieses Club of Rome. Moj kardinal König je bil član tega rimskega kluba. Und er war berühmt damals über die Grenzen des Fortschritts in der Welt. In bil je poznan potem, ko je prekoračil meje in je šel v svet. Und der Club of Rome hatte 1991 eine Expertise abgegeben, wie sich die Welt in Fragen der Migration entwickeln wird. Leta 1991 je objavil preloško besedilo, kako bomo šli v svet. Und Sie haben den Text dokumentiert. Ich erkläre Ihnen, was mir wichtig ist in diesem Text. Imate besedilo napisano, rad bi pa vam sam povedal, kaj je meni pomembno v tem besedilu. Beachten Sie 1991. Bodite pozorni, to je bilo leta 1991. Und es wird starke Migrationsströme geben vom Osten der Welt in den Westen. Bilo je pričakovati veliko preseljevanje, veliko tokove Vom preseljevanja Süden in den Norden. iz juga na sever. Und keine Politik wird das aufhalten können. In nobena politika tega ne bo mogla zaustaviti. Und dann wird noch berichtet darüber, dass in den Aufnahmeländern das eine sehr starke politische Herausforderung sein wird. In potem se je tudi bilo predvideno, da bo v ciljnih deželah se razvila temu primerna politična struja. Und dabei sind wir schon bei dem, was Europa heute bewegt. In smo že pri tem, kar danes razgibuje Evropo. Und zwar ganz unterschiedlich je nach Land. In seveda zelo različno od dežele do dežele. Und mit Sicherheit auch die Kirchen. In z gotovostjo tudi v cerkvah. Es ist die Rede von einem sogenannten defensiven Rassismus. Govorimo o defensivnem rasizmu. Und es wird die Möglichkeit beschrieben, dass in freien, demokratischen Wahlen rechtsgerichtete Diktatoren an die Macht kommen werden. In potem že vidimo tendenco, da bodo v desno usmeritvenih političnih strujah prišli do moči diktatorji. Das sind nun die Ursachen für diesen globalen Marsch, wie Club of Rome sagt. To so v bistvu izhodišča za ta globalni pohod. Und es sind eigentlich nur drei große Quellen für die Fluchtbewegung. In so v bistvu trije izvori, temeljni izvori za te begunske gibanje. Das ist Krieg, das ist hoffnungslose Armut und das sind Umweltkatastrophen. To so vojne, brezupno uboštvo in naravne katastrofe. Und wir bleiben heute nur bei Krieg. In danes ostanemo samo pri vojni. Aber es wird uns die Armut in Afrika noch lange beschäftigen. Ampak še dolgo se bomo ukvarjali z revščino v Afriki.
Es sind zurzeit in der Welt 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Po vsem svetu je trenutno 65 milijonov ljudi na begu. Und es berührt mich schon sehr, wenn ich in den Zahlen lese, davon sind 40 Millionen Kinder. In zelo me pretrese, ko premišljujem o teh številkah, saj je med njimi 40 milijonov otrok. Und nun die erste Frage, was macht das mit den Menschen bei uns? In prvo vprašanje, koliko se to dotika ljudi pri nas? Und dazu haben wir sehr gute Studien heute zur Verfügung. In danes imamo kar nekaj raziskav na voljo. Und wir sollten, so sagte auch Papst Franziskus, bevor wir theologisch reden, gut zuhören und zuschauen. Ampak predno bomo teološko razpravljali, moramo zelo dobro poslušati in opazovati papeža Frančiška. Das ist unsere Methodologie in der pastoralen Theologie immer schon gewesen. To je naša metodologija v pastoralni teologiji vedno bila. Wir haben eine Studie in Österreich gemacht, repräsentativ, und da ist gefragt worden, was haben die Menschen für ein Gefühl, wenn sie auf die Flüchtlinge schauen, ja, und die Politik, die dazu gemacht wird. In v Avstriji smo naredili tako raziskavo, ki se ukvarja s tem, kako se ljudje srečujejo, s kakšnim čustvom se ljudje srečujejo, ko opazujejo begunce. Und da sehen Sie schon die drei Gefühlslager. Zaubenie, wie heißt das auf Slowenisch? Also okay. Zuversicht, ja, Zuversicht und Sorge und Ärger. Das sind drei ganz verschiedene Gefühle. Tukaj vidimo, da se ukvarjamo s tremi čustvenimi tabori. Zaupanjem, zaupanje, zaskrbljenostjo in strahovi. Und so schaut die Verteilung in Österreich aus. In tako izgleda v Avstriji Und zwar in mehreren Studien, und das hat sich nicht verändert. In to v različnih raziskavah, ki se ni spremenilo. Und ich glaube, das ist in allen europäischen Ländern ungefähr so. Ungefähr. In mislim, da je podobno, zelo podobno v drugih evropskih deželah. Wobei ich gerne mit Ihnen diskutieren würde, ob nicht hier das Lager Ärger größer ist als das Lager Zuversicht. In z vami bi se rad pogovarjal o tem, ali je pri vas mogoče bolj prisotno tabor tisti, ki se jezijo, ali tabor tisti, pastoraltheologischen Freunde in der Slowakei und in Tschechien, Josef Sufer und Michael Opartny, haben jetzt eine Studie gemacht. Imenovana pastoralna delavca na Češkem sta naredila raziskavo o tem. Ich wollte wissen, wie denken vor allem diese Lager des Ärgers und der Zuversicht. In rad bi se posvetil vprašanju, kako se reagirajo tabori tisti, ki zaupajo in tisti, ki se jezijo. Und das ist sehr einfach eigentlich, weil das sehr logisch ist. To je zelo enostavno, ker je zelo logično. Wer sich ärgert, wer ein Gefühl des Ärgers hat, der sagt, wir wollen keine Flüchtlinge. Tisti, ki se jezijo, pravijo, ne želimo beguncev. Und dann finden in meiner Online-Studie mit 3000 Teilnehmenden folgende Sätze eine ganz klare Zustimmung. In potem v moji raziskavi, ki sem jo naredil po internetu, je približno med 3000 ljudi, pridajo jasni tile stavki. Sie sagen, Orban hat recht, wenn er Zäune baut. Pravijo, Orban ima prav, če gradi žice. Sie sagen, man muss Europa zur Festung ausbauen. Pravijo, Evropo moramo ograditi. Wobei meine Freunde in Italien und in Griechenland immer lachen, wenn wir das sagen. Ko pa se o tem pogovarjam s svojimi prijatelji v Grčiji ali v Italiji, se smejejo o tem. Weil die sagen, wie macht er das? Ker pravijo, kako bo to naredil? Dann sagen sie, es kommen nur Leute, die besser leben wollen. In pravijo, prihajajo samo ljudje, ki želijo boljšega življenja. Also sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge. Tako imenovani gospodarski begunci. Ich kenne einen Wirtschaftsflüchtling, einen Tennisspieler, Boris Becker. Ja? Poznam enega gospodarskega begunca, Borisa Er ist von Deutschland nach Monaco, damit er weniger Steuern zahlen muss. Das ist ein Wirtschaftsflüchtling. Je šel iz Nemčije v Monako, zato da plačuje manjše davke. Oder unsere Reichen, die das Geld nach Panama in die Briefkastenfirma transferieren. Da protestieren wir, Herr Bischof, ja, als gute franziskanische Katholiken. Ja. Ali naše bogate, ki svoj denar nalagajo v Panamo, zato da potem manj plačujemo in poznamo Frančiškove katolike. Dann sagen diese Leute, es kommen doch nur Kriminelle und Terroristen.
Potem so ljudje, ki govorijo, da prihajajo kriminalci. Also diese Aussagen haben eine Zustimmung in dieser Gruppe von 80 bis 85%. V tej skupini od 80 do 85% je ta skupina, ki se jezijo. Und dann das Megathema, Europa wird islamisiert. In potem velika tema, Evropa bo islamizirana. Die UNO sagt, wenn alle Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien nach Europa kommen, dann haben wir statt 4, 6% Muslime. Potem pravijo, da če bodo vsi begunci iz Azije prišli v Evropo, bomo imeli namesto 4-6% muslimov. Aber wir haben die Leute gefragt, wie viel Prozent Muslime wird es geben, wenn alle kommen? Dann sagen die Leute bei Ärger 31%. In ko vprašamo te ljudi, ki so v tem taboru jeze, koliko procentov bomo imeli potem, pravijo 31%. Und die haben so viele Kinder. In imajo toliko otrok. Im Deutschen würde man sagen, die werden uns noch niedergebären. Ja. V nemščini bi se poigrali z besedami, da nas bodo prerasli. Ja, niedergebären. Ist fürchterlich. Und dann wird das alles in eine Katastrophe enden. In potem se bo vse končalo z veliko katastrofo. Und daher am besten, es soll kein Flüchtling, vor allem kein muslimischer Flüchtling nach Europa kommen. Zato se glasi, naj ne pride noben begunc, še več, noben muslimanski begunc v Evropo. Und wenn Sie ganz unten schauen bei dieser blauen Liste, Sie haben einen Heiligen, den heiligen Viktor. Če pogledate to na tem slajdu, vidite enega svetnika in to je sveti Viktor. Der hat 80% Zustimmung bei dieser Gruppe. Ima pri tem 80% privržencev. Ja. Jetzt schauen Sie die andere Seite an und ich beginne von unten. Ja. In pogledajte drugo stran, začenjam od spodaj gor. Auch die Gruppe der Zuversicht hat eine Heilige, die heilige Angela. Tudi skupina zaupanja ima svetnico. In to je sveta Angela Merkel. Und diese Leute sagen zuversichtlich, wir schaffen das. Ja? In ti ljudje zaupanjem govorijo, zmogli bomo. Also dieser Satz hat bei der Gruppe Zuversicht etwa auch 80% Zustimmung. In tudi ta stavek ima v tem taboru zaupanja 80%. Aber die Gruppe Ärger ist ganz heftig dagegen, das schaffen wir nicht. Ampak tisti, ki se jezijo, so zelo, zelo proti in trdijo, ne bomo zmogli. Und dann sagt ja auch die Bundeskanzlerin, wir schaffen das nur, wenn wir Integration machen. In kanclerka pravi, zmogli bomo, če bomo integrirali. Und jetzt sehen Sie die Dreifaltigkeit der Integration. In tako vidite sveto trojico integracije. Das heißt Sprache, Wohnen, Arbeiten. Vidimo jezik, stanovanje, delo. Und das ist eine riesige Aufgabe. In to je velika naloga. Dauert sicher 10 Jahre, wenn es gelingt. Gotovo bo trajala 10 let, če bo Aber das ist die Gruppe der Zuversicht. Ampak to govori skupina, ki zaupa. Und die dritte Gruppe, diese Mittelgruppe, die gelbe, die hängt so dazwischen. Das ist statistisch klar. In potem imamo tretjo skupino ter rumenih, ki koleba med enim in drugim, kar je statistično logično. Also wer Deutsch kann und nachlesen will, oben haben Sie eine Werbung für mein Buch. Če tisti, ki znate nemško in znate brati, tam je malo reklame za mojo knjigo. Weil meine Frage war dann nachher, also hier noch die Zusammenfassung, ja, des Ergebnisses. Ja. Also Viktor Orban erklärt der Angela Merkel, wie die Welt ausschaut. Orban razlaga Angeli Merkel, kako bo izgledal v prihodnosti naš svet. Aber meine Frage war in der Studie, wie kann man das erklären? Moje vprašanje se je glasilo, kako bomo razložili, dass angesichts ein und derselben Realität, da bomo, ko gledamo isto resničnost, es kommen viele Schutzsuchende aus den Kriegsgebieten nach Europa. prihaja veliko beguncev, ki iščejo za Wie kann man erklären, dass die einen sich ärgern, die anderen zuversichtlich sind und die dritten Sorge haben? Kako lahko razložimo, da se eni jezijo, drugi imajo zaupanje, tretji so pa zaskrbljeni. Und da schlage ich Ihnen ein Wort vor, das Sie sich sicher merken werden. Rad bi vam pri tem povedal besedo, ki se jo boste gotovo zapomnili. Weil wir diskutieren heute sehr viel über postfaktisches Zeitalter. Ker danes zelo govorimo o postfaktnem obdobju. Und ich behaupte, die Entscheidung fällt präfaktisch. In mislim, da je odločilna beseda predfaktično. Das heißt, bevor einer die Realität sieht, hat er sich schon entschieden. To pomeni, da predno nekdo že vidi resničnost, se je že odločil. Und er sieht die Realität nur mit seiner Brille.
in vidi resničnost samo s svojimi očali. Und was ist die Brille? Nicht? Das war ja die Frage, ein und dieselbe Realität. Wie kommt es, dass es so unterschiedliche Erklärungen gibt, ja, so unterschiedliche Positionen? Kakšna so torej očala, da vidimo te tako različno razlago resničnosti? Und das sagt heute die gesamte Wissenschaftsszene, das hat etwas mit der Angst des Menschen zu tun. In vsa strokovna znanost govori, nekaj ima pri tem opraviti strah. Und das können Sie selber studieren, Sie können ja auch die PowerPoint-Präsentation haben. Wir haben die Ängste der Menschen untersucht. Lahko sami preštudirate, lahko dobite tudi to predstavitev. Premišljevali smo o strahovih. Und die Ängste haben unglaublich viele Gesichter. Strahovi imajo veliko obrazov. Also biografische Ängste. Biografski Ich könnte krank werden, einen Unfall haben, meine Partnerin verlässt mich. Verstehen Sie, das sind alles Ängste. Lahko zbolim, lahko se ponesrečim, lahko me zapusti partnerica. To je ogromno strah. Die Angst vor dem sozialen Abstieg. Strah pred socialnim propadom. Die Angst vor der kulturellen Überfremdung. Strah pred kulturno odtujenostjo. Und das ist eine ganz interessante Angst in Europa. To je zelo zanimiv strah v Evropi. Also wir sagen, Marx hat der Kirche vorgeworfen, wir würden die Menschen auf das Jenseits vertrösten. Marx je rekel, je Cerkvi očital, da bomo strah prenesli na drug svet. Aber unsere Kultur vertröstet den Menschen auf das Diesseits. Ampak naša kultura pa naj tolaži ljudi na tem svetu. Er will den Himmel auf Erden finden. Želi najti nebesa na zemlji. Und dazu hast du wenig Zeit. Ampak zato pa imaš premalo časa. 90 Jahre, wenn es viel ist. Če je to dovolj, je to 90 let. Also musst du schnell leben. Zato moš hitro živeti. Du hast immer die Angst, zu kurz zu kommen. Zmeraj te bo strah, da boš potegnil. Das ist diese dominante Angst in unserer reichen Kultur. To je dominanten strah v naši bogati kulturi. Und in dieser Studie, die ich gemacht habe, 80% haben diese Angst. In v študiji, raziskavi, ki sem jo naredil, je ljudi, 80% ljudi strah prav tega. Und das ist schon klar, wenn ich diese Angst habe, zu kurz zu kommen, dann ist jeder Mensch ein Rivale meines Glücks. In to je res. Če me je strah, da bom vedno potegnil takratko, v vsakem človeku vidim nasprotnika. Und jetzt halten Sie fest, das ist für unsere Arbeit als Kirche ganz wichtig. In to je za naše delo zelo pomembno. Die Angst entsolidarisiert. Ker strah razsolidarizira. Die Angst macht die Liebe unmöglich. Strah onemogoča ljubezen. Und jetzt, wofür steht die Kirche, haben Sie gepredigt, Herr Bischof? In zakaj stoji cerkev, gospod Načkov, o tem ste pridigali? Dass wir als Abbild Gottes liebende Menschen werden. Da postanemo Božja podoba ljubečih ljudi. Also ist die Angst wahrscheinlich das innerste Wesen der Erbschuld des Menschen. Tako da je strah tisto notranje bistvo izvirnega greha človeka. Und das wollen wir noch ganz kurz ein bisschen wissenschaftlich anschauen, wie das mit der Angst ist. Also hier sehen Sie noch, das ist Statistik, das erspare ich Ihnen jetzt, das können Sie Čisto na nachlesen. kratko bomo pogledali, kaj je to strah, ampak vidite, to je statistika, pa bomo malo preskočili. Ja. Ich will darüber nachdenken, was ist mit der Angst, wo kommt die Angst her? Rad bi razmislil o tem, odkot prihaja strah. Und beachten Sie, das wird das wichtigste Thema der Theologie und der Kirche morgen sein. In bodite Heilen der Menschen von der Angst. Bodite prepričani, to bo osnovna tematika teologije prihodnosti, zdraviti ljudi od strahu, pred strahom. Es gibt eine sehr schöne Studie von Monika Renz. Hier haben Sie diese Frau, Theologin, Tiefenpsychologin. Velika raziskava, pomembna raziskava Monike Renz, ki jo imate na sliki, je globinska psihologinja. Die hat eine sehr interessante anthropologische Position. In ima zelo zanimivo antropološko stališče. Sie fragt, wie entsteht ein menschliches Leben? Sprašuje, kako nastane človekovo življenje. Und das finde ich ganz interessant. Sie sagt, wir kommen alle aus einer göttlichen Tiefe, ja? In pravi, vsi prihajamo iz Aus einer Einheit des Vertrauens, wie immer man das beschreibt, ene edinosti zaupanja, aus dem Paradies. iz raja. Und dann ist ein Mensch im Schoß der Mutter gezeugt. In potem se človek razvija v maternici und hat dieses Urvertrauen immer noch in sich. in ima to prav zaupanje v sebi. Deswegen sagen wir Katholiken ja auch, der Mensch ist im Grunde gut. Ja?
Ja. Zato tudi katoliki pravimo, da je človek v temelju dober. Die protestantische Anthropologie ist viel pessimistischer. In je protestantska antropologija mnogo bolj pesimistična. Deswegen haben die Protestanten keinen Karneval. Zato protestanti nimajo karnevala. Ja, das ist typisch. Ja. To je tipično. Also, sie sagt, wir kommen aus dem Paradies und dann beginnt Bewusstsein zu entstehen. Prihajamo iz raja in potem začenja to zavedanje nastanka. Und in dem Augenblick, wo der Mensch erwacht zu seinem Ich, To je trenutek, ko se človek prebudi v hat er svoj zwei Grundängste. in ima dva osnovna strahova. Was da auf mich zukommt, das ist mir alles zu viel. To, s čimer se srečujem, to mi je preveč. Der Mensch fühlt sich dann verloren. Človek se čuti izgubljenega. Oder es ist mir zu wenig. Ali pa mi je premalo. Dann fühle ich mich bedroht. Potem se čutim ogroženega. Und nehmen Sie diese zwei Gesichter der Urangst, wie sie sagt, mit. In če Ja. pogledate ta Zu dva viel, obraza, zu wenig, verloren, bedroht. preveč, premalo, ogrožen in izgubljen, Dann schauen Sie Ihr eigenes Leben an. potem pogledajte svoje lastno življenje. Weil ich glaube, wir tragen diese Angst in uns. Ker mislim, da te strahove nosimo Und v jetzt sebi. sagt sie, zwei Aufgaben hat der Mensch. In potem pravi, dve nalogi ima vsak človek. Er muss immer wieder versuchen, mit dem Urvertrauen in Berührung zu kommen. Poskusiti vedno znova prihajati v stik s prazaupanjem. Richard Rohr, ein Mystiker, ein Franziskaner, ja, Richard Rohr, franciskan, mistik, ja, der sagt, it's not necessary to be perfect, but to be connected. ni potrebno biti perfekten, ampak povezan. Connected mit dem Grund, mit dem Vertrauen. Sie können auch sagen, Urvertrauen in Gott, Gottvertrauen. Povezan s temeljem zaupanjem, lahko rečemo v Boga. Und Monika Renz hat ein schönes Buch geschrieben über Jesus von Nazareth und sagt, das war typisch für ihn, er war immer verbunden. Ja? In Monika Renz je napisala knjigo o Jezusu iz Nazareta, ki je rekla, to je tipično zanj. Bil je Der vedno Mystiker aus povezan. Nazareth ist das Buch, musst du unbedingt lesen, Janis. Das Mistik iz ist ein sehr schönes Nazareta. Janis, theologisches nujno Buch. ga morate prebrati, to Ja. knjigo. Und so sagt man heute, die Kunst heißt, wie können wir in Berührung sein, Umetnost pomeni, Mystiker werden. kako priti v stik, dotikati se, postati mistiki. Und wie können